Hallo zusammen, heute gibt es mal ein kleines erfrischendes Video, ein kleines DIY von einem Sommer-Eistee. Also ja, es ist Sommer-Eistee. Einfach so einen Summer Tea, so einen hausgemachten Eistee, der ein bisschen erfrischt und halt auch nicht so viel Zucker drin hat. Also eigentlich gar kein Zucker. Und dafür habe ich mir hier schon etwa 1,5 Liter Grüntee vorbereitet. Der hat bis jetzt noch schön auskühlen. Bei Grüntee könnt ihr irgendeinen Grüntee verwenden. Schaut euch vielleicht, dass es nicht ein Grüntee ist, der gemischt ist mit irgendwie Münzen oder so. Und Münze hat einen sehr starken Eigengeschmack. Und also mit 2 Teebeuteln Grüntee reicht es absolut, so eine volle Flasche zu bekommen. Und beim Grüntee ist immer ganz wichtig, die meisten Leute haben immer das Gefühl, ja, Grüntee ist so grusig und so bitter. Das liegt nur daran, weil die meisten es falsch machen. Also es ist tatsächlich so, Grüntee darf man eigentlich nur in Wasser tun, das nicht wärmer als 80 Grad ist. Also meistens macht man ja einen Tee, Wasser aufgießen, Teebeutel drin und sobald das Wasser gekocht hat, gießt man das in die Tasse. Und das ist beim Grüntee eben gerade falsch. Da muss man warten, bis es ein bisschen abgekühlt hat. Und dann darf man wirklich den Grüntee auch nicht länger ziehen, als auf dem Zettel steht. Und lieber ein bisschen weniger lang, also so 2-3 Minuten vielleicht. Manchmal steht auf der Beutel ja 6 Minuten, aber ich würde nicht mehr als 4, damit eben die Bitterstoffe, die der Grüntee auch so bitter machen, eben nicht auch rausgeschwemmt werden aus diesen Kräutchen. So, genau, das heisst, ich habe jetzt hier meinen Tee vorbereitet und ihr seht, es ist nicht ganz voll, aber es kommt etwa bis hier. Und das ist auch genau der Anteil, den wir für den Eistee brauchen. Ich habe jetzt hier für mich entschieden, Grapefruitsaft noch zu nehmen, weil ich einfach Grapefruitsaft mega gerne habe. Und ich tue jetzt einfach hier noch ein bisschen auffüllen. Nicht viel. Das reicht tatsächlich schon. Ihr seht, es ist schon ganz trüb. Und was ich auch sehr gerne rein tue, es ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es verleiht dem Eistee halt einfach noch so eine schärfliche Frische, sage ich mal. Und zwar ist es Ingwer. Und die meisten tun ja Ingwer-Stückchen rein, also schneiden aus den Ingwerwurzeln und dann die so rein. Kann man auch machen. Dann schmeckt es dann einfach nicht so stark und man braucht mega viel. Und dann hat man die Stückchen drin und dann hat man da ein bisschen drauf und das ist auch nicht so geil. Und ich habe letztens, ihr seht es ist schon recht leer, es hat nicht mehr so viel drin, im Müller das hier entdeckt. Biota Essenz von Ingwer mit Zitronensaftkonzentrat. Das heisst, es wird noch ein bisschen säuerlich auch. Und für mich ist das einfach so die perfekte Alternative zum ganz normalen Ingwer. Weil man will ja nicht Ingwer daheim haben und nicht wegschneiden. Und man kann nämlich auch einfach den Saft hier ganz normal in das Wasser rein tun. Ganz wenig nur. Es ist ein Konzentrat. Und genau das machen wir jetzt auch. Und zwar da, voilà. Einfach ein Gurtsch rein. Voilà, das reicht auch schon. Und damit, das ist jetzt so ein bisschen neu aufgekommen in den letzten 12 Monaten, also im letzten Jahr eigentlich. Also, letzten Sommer ist es so sehr aufgekommen, dass man Früchte und so weiter ins Wasser rein tut. Und ich finde, zu dieser Kombination für den Eistee passt einfach Gurken am besten. Und darum schneiden wir jetzt uns hier ein paar Gurkenscheibchen parat schneiden. Dann kann man die nämlich hier in das Glas rein tun. Yeah! Und dann kommt also klar, das bleibt nicht oben. Das kann man dann mit dem Finger ein bisschen haben, damit es in das Glas reingeht selber. Aber es ist einfach es gibt einfach die wunderbare, perfekte, frische Note. Und ich weiss, Gurkenwasser haben nicht alle gern, aber also man kann es so definitiv auslassen. Ich finde einfach, es gibt noch so den letzten
feinen Touch, was es eben so perfekt macht und so, dass der Eistee so abrundet vom Geschmack her. Und was natürlich bei dem auch mega cool ist, man kann ihn immer wieder auffüllen. Also man kann ihn immer wieder ein bisschen mit Wasser verdünnen, man kann immer wieder ein bisschen Grapefruitsaft rein tun, man kann immer wieder ein bisschen von irgendeiner Essenz rein tun, man kann immer neue Gürkchen rein tun. Und also immer so, wenn man die Hälfte ist, klar, wird immer dünner, aber im Vergleich zu einfach nur Wasser trinken bei dieser Hitze ist das eine wunderbare, mega schnelle Alternative. Und wenn ihr jetzt den möchtet, nachmachen, dann ist es am besten, wenn ihr wirklich am Abend gerade den Tee schon vorbereitet, dass dann durch die Nacht wirklich abkühlen kann. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir das noch kombinieren, hätte ich fast gesagt. Und wie es für einen so richtig erfrischenden, sommerlichen Eistee natürlich gehört, habe ich da noch zuerst ein paar Eiswürfel drin. Man kann auch hier klar Eiswürfel drin tun, es braucht echt Platz und es verflüssigt alles ein bisschen. Und eigentlich ist es ein Gerücht. Also eigentlich sollte man ja warme Sachen trinken, wenn es so heiß ist, damit der Körper abkühlt. Aber bei diesen Temperaturen will man einfach nicht warmes Zeugs trinken. Darum perfekt, voilà, bitteschön. Und ein paar Gurkenscheiben habe ich noch drin. Wo sind sie da? Sie sind auch hinten. Sie kommen mit mir mit, sie sind vorne. Egal. Und ja, hey Leute, schau mal, das Dacia. Wenn ihr Wassermelone auch so cool findet wie ich, dann macht doch jetzt ein Wassermelone-Emoji in die Kommentare. Und ja, wenn ihr euch generell freut über so Videos mit so ein paar, ja, auch, also Getränke oder Essen oder also Food oder was auch immer, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, dann kann ich schauen, ob ich generell vielleicht ab und zu mal so etwas wieder machen. Und ja. Oh, kennt ihr die Bunny? Oh, ich hatte jetzt gerade in den Sinn gekommen. Oh, es schmeckt so gut. Leute, der Ingwer macht es einfach perfekt und Gurken auch. Also ohne Gurken und Ingwer ist es einfach nur halb so geil. Also, das war es mit diesem kleinen DIY, das ein bisschen länger hat gedauert, als ich erwartet habe. Also jetzt so zum Filmen. Und ja, schreibt mir doch, ob ihr das, also ob ihr ihn nachmacht, ob ihr ähnliche kennt, so selber gemachte Eistees mit irgendwelchen also mit irgendwelchen Früchten oder Saft oder was auch immer. Schreibt mir die Rezepte in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwie ein Instagram-Foto postet oder so, wo ihr das macht, dann taggt mich doch unter Ciel Noir. Ich würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Sommer, hätte ich fast gesagt. Eine wunderbare sommerliche Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!